Merci, Herr Präsident. Ich werde mich hauptsächlich mit der Kompetitivität von unserer Wirtschaft heute befassen. Der Grund für was die Stadt machen ist ganz einfach. 46% von den Ausgaben von unserem Staat gehen an Sozialtransferen. Das ist ein hoher Prozentsatz und das ist auch gut so. Ich meine, das ist etwas, wo wir uns heute alle gut in eins sind, dass das gut ist, dass wir so hohe Sozialtransferen haben und dass wir die auch hoch halten wollen. Ehe wir das Suen aber können ausgehen, muss man sie für die auch kriegen. Und die Suen kommen nun mal nicht einfach vom Himmel gefallen, wir kurieren sie ran über die Steuern. Lo kann ich natürlich plakativ sagen, da kommen wir setzen Steuern herab, so wie das schon von verschiedenen Sprechern heute Morgen ein paar Mal gesagt ist. Das ist einfach gesagt. Nee, das ist nicht einfach gemacht. Eben gerade nicht. All Ökonomist auf der Uni lehrt irgendwann ein Jahr seiner universitärer Karriere, dass wenn ihr zu viel Steuern abheft, dass ihr dummer das Steuern futti möchte. Das voilà. Das ist ein basisökonomisches Prinzip, den all Ökonomiestudent irgendwann auf der Uni lehrt. Trop d'impôt, tue l'impôt. Voilà. Und das habe ich schon ein Jahr gesagt und so ein Haut noch ein Jahr. Das ist aber die Realität, Herr Werner, auch wenn dir es nicht gefällt. Es gibt ein internationales Ranking, den sogenannten Global Competitiveness Index von der IMD. Wir wären an diesem internationalen Index, ihr als Regierung angefangen hat mit zu arbeiten, 10 Plätze aufgerutscht auf die 23. Platz. Heute sind wir nicht im eng, nicht im 2, mir direkt 3 Plätze nach oben geklommen. Wir haben nicht fertig gebracht, unter den Top 20 zu sein. Wie haben wir das gepackt? Ich erkläre Ihnen das. Wenn wir die Regierung überholen, wären wir an einer ganz schlechten wirtschaftlichen Situation. Das wäre der Covid-Krise und dem Ukraine-Krieg geschuldet. Die heutige Regierung hat verschiedene Mesuren ausgeschafft, für Lützeburg wirtschaftlich zu einer Zugmaschine zu machen. Wir haben die Betriebsbesteuerung um 1% aufgesetzt. Damit sind wir mehr noch und den OCDE-Durchschnitt von rund 21% hochgekommen. Das wäre ein wichtiger und ein richtiger Schritt, für unsere Kompetitivität zu verbessern. Wir haben einen 10-Punkte-Plan ausgeschafft für Start-upen. Und das NCI wird über die nächsten 5 Jahre 300 Millionen Euro an Betriebe investieren, die aus strategisch wichtigen Sektoren NRW sind. Dazu gehören unter anderem Cybersicherheit, Deep Tech, nachhaltige Technologien, Health Tech, der Space-Sektor und Fintech. Der Finanzplatz soll auch mehr breit aufgestellt gehen, an dem sich auf Green Financing und Blue Financing konzentriert wird, für diese Sektoren weiter nach vorne zu bringen. Auch die MiCA-Direktive haben wir umgesetzt, für uns Land Plätze machen für Kryptowährungen. Wir haben auch verschiedene Mesuren an der Energiepolitik ergriffen, notamment die Überholen von den Netzkosten. Dadurch haben wir die Strompreise für uns Betriebe dramatisch reduziert. So sind wir nächst ein Magnet gehen für neue Betriebe, die sich zu Lützeburg näher lassen. Und das merken wir auch schon. Die wirtschaftliche Prognose für 2025 und 2026 weisen nach oben. Eine Wirtschaft, die nicht mit den neuen Technologien vorausgeht, ist eine Wirtschaft, die auf lange Sicht zum Scheitern verurteilt ist. Eine Wirtschaft braucht Innovationen, sie braucht neue Talente und sie braucht neue Start-ups. Wir haben für die Basis dafür geschaffen, eine gute Infrastruktur. Mit einem Tor von 96% aus Lützeburg, das Land in Europa, was den zweithöchsten Taux de Couverture vom Highspeed-Internet hat. Etwas, wo ganz viele Länder rundherum als jaloux drauf sind. Wir haben mittlerweile auch eine ganze Partie T4-Datazentren heute zu Lützeburg. Das sind Datazentren, die höchsten Aufforderungen an puncto Sicherheit erfüllen. Zusätzlich haben wir eine neue
Innovationsstrategie entwickelt, eine spezifische Strategie für Datenverarbeitung, eine für Quantencomputing und eine für künstliche Intelligenz zu Lützeburg. Lützeburg ist also bereit für die digitale Zukunft. Als Regierung hat sich auch die Frage gestellt, wie kriegen wir Talente, die wir für unser Land brauchen, hier auf Lützeburg? Auch da haben wir Lösungen gefunden. Wir haben das Regime Impatrié angefordert. Das heißt, Innovationstalente profitieren von einer Steuerexoneration von 50% vom Bruttojahreseinkommens mit einem Plafond von 400.000 € pro Jahr. An diesem Zusammenhang gouf auch das Regime von der Prime partizipativ verstärkt. Zusätzlich gouf auch noch für Jungsalarien unter 30 Jahren eine steuerbefreite Prime angefordert. All diese Maßnahmen unterstützen die Jungtalente, die gerade an der Start-up-Landschaft stark vertreten sind. Durch die Steuern hier am Land unterstützen wir die Leute wesentlich. Am Januar 2024 gouf die Steuertabelle um 4 Indextranchen von der Inflation berechnet. 480 Millionen €. Am Januar 2025 kommen noch ein paar Tranchen dabei. Zusätzlich goufen a langer Zeit a Witleut wesentlich entlastet. Allein durch diesen Entlastungspaket von 2025 bezielt zum Beispiel ein Pensionär mit einer Bruttopension von 50.000 € 2.900 € mehr Steuern wie nach 2024. 2.900 €, das sind viel Suen. Alleinerzieher bezahlen bis zu einem Bruttoeinkommen von 52.400 € keine Steuern mehr. Das ist eine konkrete Verbesserung am Alltag. Kostenpunkt vom Entlastungspakt 2025 420 Millionen €. Wir werden auch weiterhin das Steuersystem für Privatleute vereinfachen. Bislang hatten wir heute zu Lützeburg für alle Sorten Partnerschaft unterschiedliche Steuerklassen. In Zukunft ist es egal, ob da bestürzt sind, ob da gepackt sind, ob da gekümmert sind, ob da Single sind oder ob da gescheit sind. Die kommt alle Guten an eine einheitliche Steuerklasse. Und der Finanzminister hat uns gesagt, dass das Gesetz durch den Regierungsrat gegangen ist und hat also auch angekündigt, dass in der 6. Januar bei uns an die Finanzkommission können und dass wir dann können über das Gesetzesprojekt diskutieren mit allen Details, die dann da dran sind. Zusätzlich haben wir noch Folgendes umgesetzt. Ob Mindestlohn gehen in Zukunft keine Steuern mehr bezahlt. Als Regierung hat auch dafür gesorgt, dass jeder, der baut oder eine Immobilie kauft, viel mehr Schuldzinsen von den Steuern kann aufsetzen wie bislang. Zusätzlich haben wir verhindert, dass die Strompreise nur eine Entlastungsphase nicht an die Luft schießen. Wir haben den Strompreisdeckel beibehalten. Am Bereich von den Energiekosten hat der Staat zusätzlich beschlossen, Netzkosten zu überholen, und das vom nächsten Jahr an. Das bedeutet ein konkretes Ersparnis von rund 200 € pro Jahr für 4 Personen steht. All diese Mesure bedeuten, dass jedem am Ende des Jahres mehr Suen an der Tasche bleiben. Die Problematik des Logements hat einen direkten Impact auf unseren Standort und dadurch auch auf unsere Kompetitivität. Der Fraktionschef Laurent Zeimet ist heute Morgen auf die Moyen ergangen, die an diesem Budget vorgesehen sind, für neuen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und auch wie die Gemeinden am besten können dem Staat dabei helfen. Die Regierung hat schon eine reihe Mesure geholt über steuerliche Initiativen und über die Vereinfachung von Prozeduren für den Marché anzukurbeln. Der Stadtteil hat als wie über den Sektor von der Konstruktion geschwärzt, aber betont, dass es diesem Sektor im Moment nicht gut geht. Es sind auch nicht genug Investisseuren da, für an den Bau zu investieren. Housing Bonds könnten jedem erlauben, den an diesen Sektor investieren will, aber vielleicht nicht genug Suen hat, für direkt eine ganze Immobilie zu kaufen,
Wenn ich gegen Housing-Bonds machen, mit Tranche, wo zum Beispiel 1.000 Euro, ähnlich wie bei den Defense-Bonds, können in diesem Sektor gezielt in den Arm greifen. Die Leute könnten mit einem steuerlichen Vorteil an den bezahlbaren Wohnungsbau hier am Land investieren und dabei neues Kapital freisetzen, was der Allgemeinheit zugutekommen. Ich habe mich kürzlich mit verschiedenen Leuten aus dem Finanzsektor unterhalten. Sie haben mir ganz klar gesagt, dass die Bankensicherheit für sie ein großes Thema ist. Auch hier muss gehandelt gehen, für Lützeburg nicht zu einem sicheren Land zu machen, für die Bürger hier am Land, aber auch für die, die von außen auf Lützeburg kommen. Dafür ist Sicherheit eine Priorität von dieser Regierung und das ist auch schon viel geschieht. Gesetz über den Visupol haben wir angepasst. Das ermöglicht der Polizei nicht nur direkt anzugreifen, aber stärkt auch massiv das Sicherheitsgefühl der Bürger. Wir haben eine Lokalpolizei geschaffen, Polizisten an Uniform, die an der Gemenge patrouillieren und direkt können angeschwärzt gehen. Früher gab es auch keine Möglichkeit, aggressiv Mitmenschen vom Terrain zu verweisen. Das wurde geändert. Und wir schaffen nun einem neuen Gesetz, für diesen Platzverweis zu verschärfen. Zusätzlich gehen nach all Jahren ganz viele neue Polizisten rekrutiert. Das stärkt nicht nur das Sicherheitsgefühl der Leute, aber auch die reelle Sicherheit an unseren Städten und an unseren Dörfern. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat alles fundamental geändert. Auch heute zu Lützeburg. Wir überholen Verantwortung an der NATO und an der EU. Und dafür haben wir die Militärausgaben 2% von unserem Bruttonationaleinkommen erhöht. Das entspricht 1,3 Milliarden Euro. 1,5 Milliarden mehr wie das Jahr. Für 2035 haben wir uns verpflichtet, das Ausgaben auf 5% zu erhöhen. Davon 3,5% für rein Verteidigungsprojekte. Verschiedene Gremien diskutieren, dass dieses Projekt keine konkrete Trajektoire vorgesehen. Ich habe mir das angeguckt und das ist mir aufgefallen, die heute am Herzen kritisieren, sind genau dieselben, die dazu ihrer Regierungszeit auch nicht gemäht haben. Ziel von unserer Regierung ist es, zu Lützeburg eine Industrie aufzubauen, der hier Produkte sowohl militärisch wie auch zivil können genutzt gehen. Heute zu Lützeburg sitzt zum Beispiel die Firma SES, die Satelliten an den Weltraum schießt. Satelliten können für Zivilzwecke wie GPS, Telefonie oder Geodatenerfassung genutzt gehen. Sie können aber auch für militärische Zwecke benutzt gehen. Das nennt den Dual Use. Eine Strategie ist es, so Dual-Use-Industrien massiv zu Lützeburg zu unterstützen und umzusiedeln. So sorgen wir dafür, dass die Milliarden, die wir an Verteidigung investieren, auch unserer Wirtschaft zum größten Teil zugutekommen. Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken, Satelliten und Cybersicherheit. Und an diesen Bereichen investieren wir gezielt. So stärken wir als Verteidigung, als Wirtschaft und damit auch als Kompetitivität, und für den Kreis zuzumachen, dadurch können wir auch assurieren, dass wir in Zukunft nach lang können die Sozialtransfere bezahlen, die wir heute tun. Ich sage nicht merci.